Leute, meine Ohren sind zu, es ist fucking ungeil, ich kann gar nicht mehr. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wisst es ist wieder ein Jahr um. Es gibt wieder ein Video, wo ich jedes Jahr die gleiche Frage beantworte. Diesmal zum dritten Mal. Ich bin ehrlich, das Jahr fällt es mir voll schwer, zum so vor der Kamera hocken und so über das Jahr reden, weil das Jahr mehr so ein bisschen los als heiß passiert sind. Aber das macht es vielleicht auch umso spannender, um einfach mal sagen, hey, yo, das Jahr ist jetzt nicht mein Highlight-Jahr gewesen. Nächstes Jahr wird es wieder. Ja, wir werden sehen. Ich bin momentan ein bisschen sicko, vielleicht hört man es tut mir leid. Aber wir starten mal mit den Fragen. Let's go. Wie alt bist du momentan? Ich bin momentan 21. Ich bin momentan 22. Ich bin momentan 23. Wie viele Abonnenten hast du momentan auf Instagram, YouTube und TikTok? Oh Gott, ich will echt gar nicht anfangen. Also Instagram ist gut gelaufen, YouTube und TikTok bin ich gefühlt gar nicht gewachsen. Aber wir gehen gleich mal rein. Auf YouTube habe ich momentan gerade 34.284 Abonnenten. 35.400 Abonnenten. 35.572 Abonnenten. Auf Insta sind es 29.500 Abonnenten. 45.500. 57.500 Abonnenten. Und auf TikTok sind es 251.500 Abonnenten. 271.000. 269.901 Abonnenten. Folgen mir bitte alle auf TikTok. Spaß. Also nein, folgt mir wirklich. Das schönste Erlebnis dieses Jahr. Ich glaube zum einen zum Beispiel gerade Ferien mit dem Can, das sind die ersten richtigen Ferien, die wir gemacht haben. Ganz krank sind dann meine beiden Sprachaufenthalte, zum einen in Montreux und nachher in Lyon. Und ja, jetzt gegen den Schluss des Jahres auch noch der Swiss Influencer Award. Der war für mich auch extrem crazy gewesen. Ich glaube zum einen, dass ich angenommen worden bin mit dem Studium, weil das ist echt eine Geburt gewesen, um sich dort zu bewerben. Und es sind auch wirklich noch 14 Leute angenommen worden und darum, also ich habe mich richtig gefreut, als ich dort angenommen worden bin. Zum anderen, dass der Can und ich eine Wohnung in Zürich gefunden haben, das ist auch wirklich Geburt gewesen und wir haben uns so fest gefreut, als wir die Wohnung bekommen haben. Das war echt crazy gewesen. Und sonst, es hat so viele schöne Erlebnisse gegeben. Also ich habe immer noch mega guten Kontakt mit meinen Leo-Friends. Ich glaube, ich habe sicher letztes Jahr im Video schon mega darüber geredet. Und das Frauenfeld war auch absolut das Highlight gewesen. Oh, zum einen, glaube ich, als ich mit dem Can in Paris war, bin über Valentinstag, das war richtig schön gewesen. Dann die ganze EM-Phase, Alter, das war so geil gewesen mit Public Viewing. Wir sind sogar ja in Düsseldorf gewesen und haben einen Schweizer Match live schauen. Das war so geil gewesen. Dann mein Geburtstag wirklich, das war einer der schönsten Geburtstage von meinem Leben, weil es wirklich nur die Leute wie waren, die ich wirklich gerne habe. Und es war so ein geiler Vibe gewesen. Wir sind zusammen im Ausgang gewesen. Und es ist einfach, ich bin so glücklich heim und das war wirklich ein richtiges Highlight von mir gewesen. Und ich habe das auch echt close Friends gefunden im Studium. Also vorher hat man sich so mit allen verstanden und wirklich jetzt dieses Jahr, wir sind so close geworden, es sind so gute Menschen. Ich bin so froh, dass ich die in meinem Leben habe. Darum, das ist echt mega schön. Was hast du dieses Jahr gelernt? Auf jeden Fall sehr viel Französisch. Das war mein Sprachaufenthalt, ich habe sehr viel gelernt. Ich habe das Jahr auch das erste Mal so richtig das Thema Geld und Steuern und alles angeschaut. Also als ich im Gimmick war, hat mir das halt logischerweise nicht so gejuckt. Aber ich habe so ein paar Sachen gelernt, die so ein bisschen mein Mindset verändert hat. Zum Beispiel, dass beim ersten Eindruck viel wichtiger ist, dass man sympathisch wirkt und herzlich und fröhlich, als dass man jetzt irgendwie mega hübsch aussieht und perfekt gestylt ist. So. Genau. Also zum einen Französisch, ich war 7 Wochen am Sprachaufenthalt. Ich habe sehr viel über das Ausziehen und Wohnung und alles mögliche haushaltmäßig sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, wie man einen Podcast macht. Ich habe das Jahr einen Podcast angefangen und ich habe vorher gar keine Ahnung von dem. Und das hat mir auch mehr Angst gemacht, weil ich so dachte, oh mein Gott, musst du Mikrofon und all das kaufen und ich habe keinen Plan von dem Ganzen. Und ich habe allgemein sehr viele Sachen halt obviously über das Equipment und Storytelling-mäßig halt alles gelernt, einfach wegen meinem Studium. Ja, vom Persönlichen würde ich sagen, ich habe sehr gelernt, allein zu sein, dass mir das mega Spass macht und dass mir das mega gut tut. Ich habe vorher immer so gedacht, ja, ich bin mega extrovert und ich will nicht allein sein, ich will, dass immer etwas läuft. Und als ich in Montreux war, im Sprachaufenthalt, dort bin ich wirklich mega oft allein gewesen. Und jetzt ich genieße das viel mehr irgendwie und ich habe das Gefühl, das habe ich wirklich sehr gelernt. Zum einen können Leute verzeihen. Dieses Jahr sind ein paar Sachen passiert, die echt schwer waren, weil ich jetzt nie auf Social Media geteilt habe oder so. Aber dann habe ich echt gelernt, um so ein bisschen Leute können verzeihen, Leute machen Fehler. Dann viel über mich. Ich muss sagen, gerade durch den Podcast habe ich jede Woche immer solche Themen genommen, die mich beschäftigen. Und durch den Podcast habe ich mich dann auch so ein bisschen vorbereitet mit diesen Themen. Und da habe ich echt sehr viel gelernt. Ich glaube, ohne den Podcast hätte ich mich niemals so fest mit mir beschäftigt. Und das ist echt geil. Aber grundsätzlich würde ich vor allem sagen, dass ich gelernt habe, so ein bisschen mit Niederschlägen umzugehen. Das ist dann jetzt mega doof, aber ich konnte jedes Jahr mich so ein bisschen durchschlängeln. So, dort habe ich das Swiss Influencer Award gewonnen, dort habe ich eine Wohnung bekommen, dort bin ich beim Studium angenommen worden. Also es ist irgendwie immer gegangen. Und dieses Jahr sind echt Sachen passiert, die irgendwie so unerwartet gekommen sind, so negativ, die mich so ein bisschen aus der Fassung gebracht haben, sage ich mal. Also eine ist ja gerade, als der Lino gestorben ist, das ist so gefühlt aus dem Nichts gekommen und es ist die Phase gewesen, wo ich wirklich so fest in der Stressphase war, es ist mir emotional sonst schon nicht gut gegangen und dann ist wie das nachgekommen. Oder zum Beispiel jetzt, als ich in Genf nicht angenommen worden bin, das ist echt auch so ein Schlag in die Fresse gewesen, wo irgendwie so ein bisschen müssen lernen, jetzt einfach damit umzugehen. Ja. Was macht dich glücklich? Momentan liebe ich es, Erinnerungen sammeln, Sachen erleben mit Freunden und allgemein Menschen, die mir
wichtig sind. Ich habe es am liebsten, wenn mein Kalender voll ist mit Terminen und Events und Sachen, die ich erleben kann und mit Leuten, die ich abgemacht habe. Jetzt kommt etwas, was ich wahrscheinlich selber von einem Jahr nie von mir gedacht hätte, und zwar Französisch lernen macht mir wirklich momentan mega Spass. Also ich schaue privat auch YouTube-Videos, höre französische Musik, lerne ab und zu Wokis, lese französische Bücher, Film, whatever. Also es macht mir richtig Spass, falls wir das lernen. Mein Job macht mich momentan auch sehr glücklich. Ich liebe es zum Beispiel, die Daily Videos machen, zu hustlen, vor der Kamera zu stehen, all das. Ich finde das ultra nice und ich enjoy das mega fest. Oh. Zum einen der Can. Also ich hatte zuerst Angst, dass wir zusammenziehen, dass wir einander ein bisschen auf den Sack gehen. Aber ich muss sagen, es macht mich mega happy, einfach heimzukommen, überwartet auf einem, viel Zeit miteinander verbringen, viel Gespräche miteinander haben. Oder einfach mal zusammen eine Serie schauen und ich merke, dass mich das ultra happy macht. Dann Sachen unternehmen mit meinen Leo-Friends, die ich letztes Jahr im Sprachunterricht kennengelernt habe. Ich muss sagen, wir sind uns dieses Jahr irgendwie noch viel mehr näher gekommen als vorher schon. Und sonst einfach mal einen freien Abend, wo ich keinen Stress habe oder irgendwie nichts gerade im Kopf haben oder muss machen, sondern einfach chillen und irgendwie einen Film schauen oder irgendwie so etwas. Das macht mich sehr happy. Und am besten auch irgendwas essen. Aber momentan würde ich das genau so sagen. Einfach einen stressfreien Tag, wo ich nichts zu tun habe, wirklich einfach in meinem Bett chillen oder auf der Couch und Serien schauen und etwas essen. Das ist momentan das, was mich am meisten glücklich macht. Einfach weil es mir so zu viel ist momentan. Also wirklich. Aber wenn ich so allgemein würde sagen, dann ist es schon einfach so mit seinen Ängsten etwas Cooles erleben. So in die Ferien gehen oder so. Ja, so das. Und sonst einfach Tiere, ganz ehrlich, Tiere geben so viel. Wenn ich heimkomme und einfach mal meinen Hals knuddeln kann, dann bin ich einfach happy. Was beschäftigt dich momentan? Zum einen so ein bisschen Zukunft, Studium und so. Also ich bin jetzt am Überlegen, ob ich will studieren will. Ich werde mich auch an der ZHDK dann bewerben und hoffe, dass ich natürlich angenommen werde. Aber natürlich weiss ich das nicht fix und ich weiss auch noch nicht 100%, ob ich jetzt das wirklich will, weil ich vielleicht auch Angst habe, dass ich dann einen Teil von Social Media aufgeben muss, weil ich dann vielleicht keine Zeit mehr habe, aber das will ich eigentlich nicht. Ich würde sagen Stress, also gleichzeitig Social Media machen und Studium. Ich will irgendwie alles machen. Und das ist echt anstrengend, weil ich weiss, ich kann nicht alles machen und ich muss halt gewisse Sachen dann schleifen lassen, sage ich mal, und das ist echt mühsam. Also gerade zum Beispiel YouTube kann ich viel weniger machen als im Studium, weil ich halt einfach viel mehr zu tun habe jetzt. Und ein YouTube-Video halt einfach viel mehr aufwendiger ist, als jetzt einfach einen Podcast aufnehmen oder ein TikTok drehen oder so. Darum ist es eigentlich momentan der Stress. Also ich merke jetzt zum Beispiel, ich muss in diesen Ferien noch so viel machen und es stresst mich die ganze Zeit. Und gleichzeitig muss ich auch noch Geld nebenbei verdienen mit Kooperationen und allem. Also es ist wirklich einfach sehr stressig. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie muss ich das nächste Jahr ein bisschen anders regeln, glaube ich. Ja, absolut nicht erreicht. Ja, nein, es ist immer noch mega viel Stress und ich würde sagen, dass das mich mit Abstand am meisten gerade beschäftigt. Auch wenn ich jetzt Ferien habe, es ist gerade wirklich extrem viel mit Studium und Social Media nebenbei. Plus bin ich ja noch ausgezogen, in dem Sinne kommt noch Haushalt und alles Zeug dazu. Aber ich merke einfach momentan, ich bin voll nicht mehr belastbar. Also ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht mehr so richtig mich selber. Ich bin die ganze Zeit gereizt, ich bin pisst. Ich bin so nah am Wasser bauen und das fließt dann irgendwie so auf meine Mitmenschen und das beschäftigt mich momentan hure. Ich bin auch wie an einem Punkt, wo ich gar nicht genau weiss, wie ich das ändern soll. Weil ich möchte jetzt nicht einfach mein Studium abbrechen. Es ist halt ein Vollzeitstudium, für das habe ich mich auch entschieden. Und Social Media weniger machen will ich eigentlich auch nicht, weil das ist ja gleich das, was mir ursprünglich auch mega Spass macht. Und ich merke momentan, dass es für mich auch mittlerweile mehr so ein Müssen ist oder so ein Druck da ist, wo ich muss es jetzt machen, weil sonst verliere ich das, was ich eigentlich will machen. Weil ich weiss, eigentlich ist es das, was mir Spass macht, aber momentan ist es ein viel zu hoher Druck, einfach weil ich so viel merke, ich brauche einfach schnell eine Pause. Und gleichzeitig kannst du nicht einfach eine Pause machen. Vielleicht ist es auch jetzt gerade so die Phase, jetzt ist gerade Weihnachten und alles, es ist alles so stressig. So im Sommer ist es ja auch so ein bisschen besser gelaufen, da hatte ich ja kein Studium gehabt, ich hatte zwar recht viele Kooperationen gehabt, aber dort habe ich das Gefühl, habe ich viel mehr aufblühen, wie zum Beispiel jetzt gerade. Darum ist es vielleicht ein bisschen doof, dass ich das Video immer gerade in der Weihnachtszeit mache, weil dann bin ich einfach immer komplett gestresst. Aber vielleicht schaffe ich das ja nächstes Jahr. Was ist momentan dein Lieblingskleidungsstück? Boah, ich liebe die Frage, weil ich habe das Gefühl, das wird jedes Jahr komplett anders sein. Momentan liebe ich so breite Low-Waist-Cargo-Hosen. Also solche mit so Taschen da. Oh, ich liebe es einfach. Ich habe so viele von diesen Hosen. Und auch so die Bucket-Bags dahin, also die kleinen Taschen, die liebe ich momentan auch mega fest. Jetzt so ganz spontan gesagt, würde ich sagen, so dünne Schal. Irgendwie fühle ich das. Oder einfach allgemein so der 2000er-Style. Irgendwie, ich würde sagen, das ist jetzt so ein bisschen 2000er-Shirt. Und sonst, ich finde Sterne geil und Playboy Bunnies, alles mit Sternen und alles mit Playboy Bunnies ist echt nice. Momentan gefällt mir Leopardenprint recht gut, aber auch so Weinrot. Ich habe sogar meine Nägel Weinrot. Das hätte ich glaube niemals gedacht, dass ich das jemals machen würde. Ich habe jetzt also eine neue Jacke gekauft. Ich liebe die. Warte, ich muss sie schnell zeigen. Alter, schau mal, wie geil die... Oh, sie ist so schön. Wow,
Ich fühle mich so cool. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es immer noch so ein bisschen 2000er-Style ist, den ich am geilsten finde. Was hörst du zurzeit für Musik? Boah, jetzt gerade aktuell höre ich extrem viel französische Musik. Zum einen vom Gazo, der kommt aus Frauenfeld, da freue ich mich auch mega fest. Ja, und allgemein sonst französische Musik. Ich habe so eine Playlist, die ich momentan in Dauerschleife höre. Und mein Lieblingslied momentan, würde ich sagen, ist «Dai» vom Gazo. Ja, finde ich sehr, sehr nice. Erinnert mich auch so ein bisschen an den Sprachaufenthalt von Lyon. Kann ich viel schon halb auswendig. Ist wirklich ein ultra nice Lied. Oh, Musik ist ein schwieriges Thema. Ich schwöre so, ich habe momentan keinen richtigen Musikstil. Ich höre alles und nichts. Von French Rap zu Deutsch Rap zu TikTok-Trends Musik. Aber ich glaube, am meisten würde ich schon sagen Französisch Rap. Oh, Lieblingslied. Lustigerweise ist es auch wieder ein Lied vom Gazo. Und zwar Casanova. Das ist echt so ein geiles Lied, das könnt ihr auch wieder immer rauf und runter hören. Ey, ich höre immer noch hauptsächlich French Rap, wirklich. Vor allem so lustig, als ich das Format angefangen habe, vor 2 Jahren, dann bin ich so voll in die French Rap Szene reingekommen und ich habe wahrscheinlich so das Gefühl, oh, das ist voll die Phase. Aber ich bin immer noch drin. Und mein absolutes Lieblingslied momentan ist «Petit Genie» vom Jungeli und ein paar andere noch. Vielleicht kennen sogar ein paar von euch, es ist glaube ich ein recht bekanntes französisches Lied. Aber das gibt mir echt so einen Kick for day. Mit was sollte ich aufhören? Boah, zum einen Energy Drinks trinken. Seit dem Monat, wo ich Daily Videos mache, trinke ich so viel am Tag, einfach weil ich muss wach bleiben und funktionieren. Und auch so viel Geld ausgeben, das ist auch ganz schlimm. Darum ja, es wäre gut, wenn ich ein bisschen aufhören, so viel Geld auszugeben. Knacksen, ich tue mich die ganze Zeit knacksen, ich habe das Gefühl, ich habe langsam einen Rückenweh. Ich sollte mehr Wasser trinken, sollte mehr YouTube machen. Keine Ahnung, gefällt mir gerade nicht spontan mega ein irgendwie. Ich finde es eine schwierige Frage, weil ich habe jetzt nicht so Sachen, wo ich das Gefühl habe, oh mein Gott, die mache ich jetzt und die muss ich ändern. Vielleicht Tierprodukte essen, das ist irgendwie ein Thema, das mich schon lange interessiert, so vegan sein und alles. Also ich bin ja schon seit 4,5 Jahren Vegetarierin und ich habe es noch nicht wirklich geschafft, zum vegan zu werden, weil ich es auch echt schwierig finde. Aber ich wäre es eigentlich gern. Vielleicht schaffe ich das nächstes Jahr, das wäre irgendwie geil. Wir werden sehen. Was sind meine Ziele fürs nächste Jahr? Zum einen mehr Sport machen. Seit ich nicht mehr im Gimmi bin, mache ich eigentlich gar keinen Sport mehr und ich habe eigentlich vor, zum Beispiel mich im Gym anmelden und dort etwas machen. Ja, scheiß drauf, habe ich absolut erreicht. Bin ja nächstes Jahr nicht erreichen, darum. Das habe ich dieses Jahr erreicht, Leute! Ich bin so stolz auf mich. Ich habe dieses Jahr no shit mit Sport angefangen. Ich gehe jetzt jede Woche ins Bodyforming. Ich habe noch ein paar andere Sachen ausprobiert. Also da bin ich echt wirklich stolz auf mich. Dann ein Bauchnabelpiercing stechen. Ich weiss nicht, ob ich es in einem Jahr dann noch nice würde finden, aber momentan finde ich das mega geil. Aber ich getraue mich noch nicht so. Nee, zum Glück habe ich keins gemacht. Gar keinen Bock mehr. Nee, habe ich mir keinen Bock. Allgemein, ich bin nicht so into Piercing. Ich habe immer noch meine 2 Ohrringe da. Aber ich habe mir einen Zahnstein gemacht. Zählt zwar nicht das Piercing, aber es war für mich gleich ein echt grosser Step gewesen. Dann Französisch weiterhin lernen. Mein Ziel irgendwann ist, das mal komplett flüssig zu reden, als wäre es meine Muttersprache. Das habe ich erreicht, immerhin. Ich war ja eben im Sprachaufenthalt, habe sonst sehr viel französische Filme etc. geschaut. Und ich habe auch in Zukunft davor, um dann mal in den Sprachaufenthalt zu gehen. Ja, wie gesagt, auf Genf gehe ich ja jetzt nicht. Aber ich habe gleich so ein bisschen mit Duolingo immer mal wieder so ein bisschen gemacht. Ich habe sogar Italienisch gelernt, ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, durch das, dass ich jetzt lange nicht mehr so richtig Französisch gelernt habe, habe ich es auch wieder recht verlernt, was ich recht schade finde. Kann man so denken, ja, in Genf ist dann wieder easy, aber nee. Vielleicht mache ich irgendwie nach dem Studium dann so ein bisschen etwas. Gehe ins Welsche, arbeiten oder was auch immer. Weil das Ziel zum komplett Muttersprache Französisch reden habe ich immer noch. Dann meine Studiumsaufnahmen schaffen. Habe ich geschafft, ja! Also zum einen natürlich wieder mehr YouTube-Videos machen. Das finde ich richtig nice, das würde ich richtig cool finden. Ja, habe ich absolut nicht geschafft. Aber ich will es eigentlich gleich noch mal nächstes Jahr probieren. Ich habe jetzt schon das 3. Mal in den letzten 3 Wochen ein YouTube-Video aufgeladen. Von dem her, ich bin proud of mich. Darum ich hoffe, dass ich das Mal wirklich so ein bisschen mehr schaffe. Das wäre geil. Ich will anfangen, mehr hilfsbereit zu sein. Das sind jetzt zum ersten Mal mega blöd, aber so, gerade wenn ich zum Beispiel in der Öffentlichkeit bin, irgendwie am Zug oder irgendwie so, dann bin ich mega gern unsichtbar. Macht das Sinn? Und ich finde es eigentlich mega schön, wenn Menschen das können. Genauso einfach Kompliment geben von anderen Menschen und das würde ich echt mehr in Zukunft machen. Das habe ich lustigerweise auch geschafft. Ich habe voll vergessen, dass ich mir das irgendwie als Ziel gesetzt habe, aber wenn ich jetzt gerade so ein bisschen überlege, muss ich echt sagen, dass ich das irgendwie im Alltag viel mehr so ein bisschen durchgezogen habe. Ich habe schon gestern einem kleinen Kind geholfen, das Mami finden, also und sonst würde ich so sagen, dass ich weniger Hemmungen mittlerweile habe, so fremde Leute anzusprechen oder nach Hilfe fragen oder irgendwie so. Klar hat es noch Luft nach oben, aber ich habe das Gefühl, ich bin schon ein bisschen weiter als letztes Jahr. Ja, meine Ziele fürs nächste Jahr sind eigentlich wirklich wieder so ein bisschen eine bessere Work-Life-Balance haben, weil momentan ist es echt schwierig. Ich weiss zwar noch nicht, wie ich das genau schaffen werde. Vielleicht gerade beim Studium oder bei Social Media. Einfach probieren, dort zu reduzieren, wo es möglich ist. Vielleicht da nicht nur den Zeitstress, sondern vor allem auch den emotionalen Stress. Und was ich mir wirklich auch wünsche, ist einfach, dass ich Sport weiterhin durchziehe. Es wird einem ein bisschen schwer, weil ich mache bis jetzt immer mit einer Studentenkollegin, mit der Nina, zusammen Sport. Und sie geht jetzt für ein halbes Jahr auf Hongkong, was auch, by the way, fucking schwer wird sein. Und das würde dann auch bedeuten, dass ich allein ins Bodyforming würde gehen, was für mich jetzt persönlich schon eine rechte Challenge ist, irgendwo alleine herzugehen, in einer Gruppe Sport machen. Aber ich will das eigentlich gleich durchziehen. Und ich hoffe wirklich, dass ich das schaffe. Voll, das wären alle Fragen gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war spannend gewesen. Ich bin gespannt, was ich nächstes Jahr so erzählen, ob ich meine Ziele
Ziel erreicht habe oder nicht. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz schöne Weihnachten. Genießt eure Zeit mit der Family, mit euren Friends, whatever. Nächste Woche kommt dann ein Jahresrückblick, wo ich so ein bisschen emotionally von meinem ganzen Jahr erzähle, euch so ein bisschen mitnehmen, wie mein Jahr war, meine Ups und Downs. Ich glaube, das wird noch recht intens. Aber ich bin gespannt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss! Was ist das, Kollege? Knack hat übrigens auch noch nicht aufgehört.